Wir sind heute an der Chambre de Commerce e-Gov Day vom CTIE. Als Verwaltung für Informatik und Technologie invitiert das CTIE alle Jahre seine staatlichen Klienten für sich über verschiedene Themen von der digitalen Verwaltung auszutauschen. Den e-Gov Day ist für das CTIE die ideale Occasion, seine Partner zu sehen und ihnen neue informatische Services zu präsentieren. Auch dieses Jahr sind Verwaltungschefen, Informatiker und Agenten, die zuständig sind für die Digitalisierung von mehr als 80 verschiedenen Administrationen hier um Kirchberg zusammengekommen. Besonders am Fokus steht das Thema Cybersicherheit und künstliche Intelligenz. Es ist wichtig, dass die Daten vom Staat, der Bürger und der Betrieber sicher gespeichert sind und für eine Attacke geschützt bleiben. Das tut Patrick Kutsch, Direktor vom CTIE, heute noch mal in der Strache. Durch unser Partnerariat mit Clarence kann das CTIE seine souveräne GovCloud erweitern und neue Services anbieten, bei denen als Daten weiterhin zu Lützeburg gespeichert bleiben. Durch das Abkommen von spezialisierten KI-Assistenten und Disponibilität von Plattformen, die direkt ersatzbereit sind, also ready to use, wird KI auch auf vielen Szenarien beim Staat eingesetzt können gehen. Das Assistenten können in Zukunft repetitiv Arbeit automatisieren, Datenanalysen in Echtzeit liefern und auf Basis von fortschrittlichen Algorithmen Rekommendationen machen. Vorteile sind groß, Zeitspuren, Fehlerreduzierung verbessert, Effizienz und Qualität von öffentlichen Dienstleistungen. Ich konnte heute ein Projekt annoncieren, in dem das CTIE die letzten Monate geschafft hat. Die Agent as a Service Plattform wird den Administrationen erlauben, hier KI-Assistenten zu konfigurieren, die den Beamten bei verschiedenen Taschen helfen können. Für die digitale Souveränität von diesem Service zu garantieren, hat das CTIE seine GovCloud ausgebaut, sodass die Plattform hier bergiert kann gehen. Mitarbeiter vom CTIE organisieren eine Dosen interessante Workshops zu den verschiedenen Themen, ergeben über 300 Leute so die Möglichkeit, über digitale Innovationen und Modernisierung vom Staat zu diskutieren.